Grüß Gott, Kinder. Jeder, der den kleinen Kobold Pumuckl kennt, weiß, dass er ein Nachfahre der Kabautermänner ist, die bekanntlich auf Segelschiffen leben. Der Pumuckl hat das oft genug erzählt, und Segelschiffe hat er auch gelegentlich gezeichnet und dabei tief geseufzt, denn bei dem Gedanken an Wasser und Schiffe hat er immer so etwas wie Heimweh. Und weil das so ist, konnte, ja musste einmal eben diese Geschichte passieren. Sie ging wie viele Geschichten ganz harmlos an. In Meister Eders Briefkasten steckte eine bunte Reklame, auf deren Rückseite tiefblaues Meer und ein großes Schiff zu sehen waren. Der Herr Eder wollte es schon in den Papierkorb werfen, da schrie der Pumuckl: Halt! Was wirfst du denn da weg? Das kannst du doch nicht einfach wegwerfen. Na, geh zu, das ist doch bloß Reklame. Nein, das ist nicht bloß Reklame, doch, sondern Schiffsklame und Meerklame. Und überhaupt will ich so ein schönes Bild über meinem Bett haben so? Und nicht immer in deinen dummen Papierkorb. Ja. Oh Gott, jetzt hast du das alles verknittert. Das schöne Schiff ist jetzt ein Knitterschiff geworden. Ah, das Schiff ist doch ein Dampfer und kein Segelschiff. Das darf schon ein bisschen zerknittert sein. Aber das Meer... Oh, was für ein schönes blaues Meer. Ja. Was steht denn da drunter? Steht da, wo das Meer ist? Na, da steht: Machen Sie mit. Machen Sie Sie gewinnen eine Schiffsreise. Ja, die Welt steht Ihnen offen. Das steht da. Sowas steht da. Da machen wir aber doch gleich, also auf der Stelle, also sofort machen wir da ganz schnell mit. Wir? Ja, weißt du, wenn die Welt schon mal offen steht, dann muss man gleich mit einem Schiff hineinfahren. Ja, so einfach ist es nicht. Und wir gewinnen vielleicht nicht nur eine offene Weltreise, sondern auch das ganze Schiff dazu. Ja, freilich. Und dann bist du der Kapitän. No. Und ich bin wieder ein Klabauter. Schau, Pumuckl, bei so einem Preisrätsel machen Millionen Leute mit. Millionen. Das ist doch bloß eine Werbung. Das eine Preisrätsel Werbung. ist wahrscheinlich kindisch einfach. Da muss man nur irgendeinen Werbespruch einsetzen. Ja, und schon hat man mitgemacht und schon sind wir auf diesem schönen Schiff und der Sturm, der pfeift und die Wellen, die tosen, Tose und das Schiff, das schaukelt. Ja, und mir wird frei übel. Und nein, das wird dir nicht. Na, Weißt freilich. du, wir lassen das Schaukeln, lassen wir einfach weg. Nur der Sturm und die Wellen tosen. Na. Volle Fahrt voraus, Kapitän! Na. Doch, da bin ich schon lieber der Schreinermeister als wir Kapitän. Und wenn du Schreinermeister bleiben darfst, löst du dann das Preisrätsel und schickst es ein. Weißt du, wir gewinnen nämlich ganz bestimmt. Ah, wir gewinnen ganz bestimmt. Doch. Da ist schade ums Porto. Und wenn ich einen ganzen Tag lang abscheulich brav bin und wenn ich dir beim Rätsellösen helfe Ja. und wenn ich, was denn noch gleich, wenn ich ein ganz liebes Gesicht mache, guck mal, so eins, sieh mal, guck mal, so, Also so einem lieben Gesichterl kann ich nicht widerstehen. Also pass auf, Bub. Schauen wir mal, was man da raten muss. Ja, wir lösen das Rätsel, denn wir sind keine Äzel. Ja, Ach, was ist schönes ein Äzel? Äzel, das sind Esel, die sich reimen. Was? Ja, Esel. Weißt Okay. du, und die eben keine Rätsel lösen können. Komm, also wir lösen jetzt ganz schnell, damit wir ganz schnell gewinnen und ganz schnell aufs Meer kommen. Also Pumuckl, Ja. auch wenn ich dir jetzt den Gefallen tue Ja. und da mitmache, rechnen darfst du nicht damit, dass wir was gewinnen. Nein, Na? ich rechne ja gar nicht. Ich vergesse Ja, was es dann? und bin kein bisschen enttäuscht, sondern ich bin bloß überrascht, wenn ich plötzlich auf einem Schiff bin. Ah, die Überraschung bleibt uns erspart, glaube ich. Trotzdem, komm her, pass auf, machen wir halt mit. Ja, Schauen wir machen wir mit. Es war genauso, wie der Meister Eder gesagt hatte. Das Rätsel war im Nu gelöst. Der Herr Eder trug es zum Briefkasten und dann vergingen etliche Wochen. Der Pumuckl zeichnete anfangs alle möglichen Arten von Schiffen. Ab und zu saß er recht versonnen und verträumt herum, weil er an das blaue Meer dachte. Doch allmählich vergaß er die ganze Angelegenheit. Und dann geschah eines Tages das ganz und gar Unwahrscheinliche. Guten Tag. Sind Sie Herr Eder persönlich? Ja, grüß Gott. Ich komme im Auftrag meiner Firma mit einer freudigen Überraschung zu Ihnen. Also, gell,
Wenn Sie mir einen Stabsauger verkaufen wollen, ich hab schon einen. Ah, sonst brauche ich nichts. Versichert bin ich schon nach allen Himmelsrichtungen. Die Mühe mit mir können Sie sich sparen, gell? Nein, ich will Ihnen nichts verkaufen. Nicht? Ich bringe Ihnen ein Geschenk der Firma Weichseife. Nein, Dankeschön, Dankeschön. Das kenne ich schon, ich hab keinen Bedarf. Für Gott. Aber Sie wollen doch sicher gerne eine Schiffsreise machen. Machen Sie Witz. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen eine Schiffsreise schenke? Was? Sie haben sich an unserem Preisausschreiben beteiligt und gaben Sie... Oh, entschuldigen Sie, war das meine Schuld? Sie, sagen Sie das noch einmal. Wir werden doch nicht die Schiffsreise gewonnen haben. Sie haben, Herr Eder. Hab ich? Darf ich Ihnen gratulieren? Also, da legst du dich nieder, das ist ja... Vorsicht, Sie bringen ja die Bretter zum Wackeln. Hat ja 40 wieder auf, Ihre Narisch. Wie bitte? Ich bin in Bayerisch nicht so ganz perfekt. Das ist einfach narrisch, das ist verrückt, wie nie die Schiffsreise. Ja, ich muss mich setzen. Wenn Sie einen Schnaps, Nein, danke, harte Getränke sind mir verboten. Nee? Meine Leber, Sie verstehen. Also mein Lieber, die braucht jetzt einen Schnaps. Ich habe Ihnen diesen Gewinn persönlich gebracht, Ja. weil ich von Ihnen einige Angaben zu Ihrer Person benötige. So, aha. Als Pressemitteilung, Sie verstehen, nicht aus Neugierde. Ja. Sind Sie Junggeselle? Ja, bin ich, freilich. Also nach Brust, gell? Zum Wohlsein. Reisen Sie gerne, beziehungsweise haben Sie schon einmal eine Schiffsreise gemacht? Nein, noch nie habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß auch noch nicht ganz sicher, ob ich es gern tue. Ja, und Sie benutzen die Produkte der Firma Weichseife? Ja, mein Gell, schon auch einmal. Verzeihung, wie bitte? Schon durchaus auch manchmal. Aha. Ja, würden Sie gestatten, dass ich eine Aufnahme von Ihnen mache? Für unser Archiv und für eventuelle Veröffentlichungen? Ja, schon. Aber warten Sie damit, ich muss mich zuerst schon noch ein bisschen campen. Ja, Moment, Mädchen, ich hab's gleich, gell? Ja. Der Meister Eder war froh um die Ausrede, damit er kurz hinausgehen konnte. Es wackelten nämlich im Rücken des Firmenvertreters nicht nur die Bretter, denn der Pumuckl, wie der Meister Eder ganz richtig vermutet hatte, führte sich auf wie ein Närrischer. Der Kobold folgte dem Schreinermeister ins Bad, und während Herr Eder sich seine wenigen Haare völlig überflüssigerweise kämmte, hüpfte der Pumuckl von der Badewanne auf das Waschbecken und vom Waschbecken auf Eders Schulter und von Eders Schulter wieder auf das Waschbecken und sang dazu. Meister Eder und ich fahren mit dem Schiff. Wind, der macht Pfiff, Schiff fährt an Riff. Wer freut sich da? Ich. Geh, Pumuckl, hör auf. Ich wär ja schon seekrank. Meister Eder. Und ich werde seegesund. Und wie gesund ich werde. Ich werde wieder ein richtiger Klabauter. Was meinst du? Oh ja, ich ahne meine Ahnen. Sicher begegne ich einem meiner 2013,5 Großväter. Aber wir fahren doch nicht mit dem Segelschiff, sondern mit einem ganz normalen Dampfer. Auch auf diesem Schiff gibt es lauter Pumuckl, Klabauter. Mein Pumuckl, sowas darfst du dir nicht einreden, Doch, sonst doch, bist du nachher bloß recht enttäuscht. Nein, weißt du, aber vielleicht begegnen wir einem Segelschiff Ja. und da schrei ich dann rüber, Klabauter, ahoi! Und dann hüpft einer zu mir rüber oder ich zu ihm rüber und dann... Ja, und dann was machen auch ich? Ja, wenn der Klabauter herüber zu uns kommt, Ja. nehmen wir ihn einfach mit So. und du machst ihm noch ein Bett und noch eine Kommode und noch eine Schaukel und noch einen kleinen Stuhl. Nein, und noch eine kleine Bank. Dankeschön. Gut, also dann hüpfen wir beide eben hinüber und fahren mit dem Segelschiff und dem Klabauter rund um die Welt. Na, das ist mir zu weit. Ich lass die Nau schon lieber allein überhüpfen und fahr mit dem Schiff wieder heim. Nein, das ist ja gar nicht weit. Jäckel, ich weiß ja überhaupt nicht, wie lang die Reise dauern soll und wohin es geht. Ja. Also vor lauter Aufregung habe ich noch gar nicht gefragt. Ja. Komm, Pumuckl, komm. Ja. Der Herr Wart, ich frage ihn eigentlich nicht. Ja. Es war eine 8-tägige Reise zu einer Insel im Mittelmeer. Der Meister Eder hatte den Namen schon oft gehört, aber nie gedacht, dass er selbst auch einmal dorthin fahren würde. Nachdem der Herr von der Firma Weichseife gegangen war der Schreinermeister mindestens so aufgeregt wie der Pumuckl. Und er tat etwas, wozu er sich nur selten aufraffte. Er ging in der Mittagspause in eine Buchhandlung. Dort erstand er einen Reiseführer mit einer Karte und Ansichten von der Insel. Und während der Meister Eder alles über die Insel las, interessierte den Pumuckl nur das Meer. Er machte mindestens 20 Meergedichte, eines schöner als das andere, versteht sich. Aber bei einem wurde der Meister Eder doch ein wenig nachdenklich. Klabauter, hört her, ich komme aufs Meer. Klabauter, hört zu, ich komme im Nu. War lange am Land, hab die Menschen gekannt, jetzt komm ich
zurück und singe vor Glück. Geh, Pumuckl, geh, was soll denn das sein? Das war ein sehr schönes Gedicht, So. ein Klabauter-Ich-komme-Gedicht. Ja, und nach schönen Gedichten, da muss man auch schön singen. Findest du nicht, dass das ein schönes Gedicht war? Ja, ich weiß nicht recht. Das waren lauter richtige Reime. Klabauter, Ja, her, du, ich komme. aber falsche Reime wären mir fast lieber gewesen. Aber sonst magst du richtige Reime immer lieber als falsche. Ja, ich weiß auch nicht. Ich komme. Reile sind richtige besser, Klabauter hört aber zu. Aber? nix aber, Pumuckl. Du hast aber gesagt. Ja, du hast eigentlich recht. Wenn's dein Glück sein soll, darf's mehr zurückgehen. Nachher soll sich's Glück auf zurück auch richtig reimen. Ja, und dann war's soweit. Der Meister Eder und sein Pumuckl reisten ab. So aufgeregt die beiden zuerst waren, so still waren sie, als sie schließlich im Hafen standen und ihr Schiff gefunden hatten. Der Pumuckl war so beeindruckt, dass er zunächst ganz still in Meister Eders Tasche sitzen blieb. Schließlich flüsterte er: Das ist ja groß wie ein Haus. Ja, da, wo der mit der Uniform steht, Ja. da müssen wir rauf. Siehst du das da? Ja, hier, siehst du, guck mal, siehst du die dicken Taue? ja. Eigentlich klettern ja alle Klabauter an Schiffstauen hoch. So? Ich habe noch nie gesehen, dass ein einziger Klabauter auf der ganzen Welt über so eine komische Treppe hinaufsteigt. Darf ich da mal rauf? Nein, bitte nicht, Pumuckl, bitte nicht. Warum? Wir finden uns sonst nie mehr wieder auf dem großen Schiff. Und wenn's noch ins Wasser fällt... Was ist denn? Was hast du denn? Ich habe dort oben wen gesehen. Wen? Hat blaue Haare gehabt, blaue Haare. Und hui, vielleicht war das sein. Du, jetzt fang nicht der Spinnen an. Wo hast du denn was gesehen? Jetzt ist es schon weg. Ja, nachher gehen wir an Deck. Das reimt sich und was sich reimt, das ist immer gut, nicht wahr? Das ist doch dein Spruch. Ja. Wo habe ich denn gleich die Schiffskarten hin? Ah, da ist ja. Ah, bequem sind die Treppen dann auf, gerade nicht. Schiffkarte bitte, Billette. Ja, hier. Danke. Da sind's. Danke. Ja. Ah, Herr Eder, Ja. sehr willkommen auf Schiff. Ja, grüß Gott. Gott. Ah, heißt das ein großes Schiff. Da wäre ich mich ganz schön verlaufen. Ja. Bitte, Herr Eder, Ja. Ihre Kabine ist eine Treppe tiefer. So. Numero Aha. 117. Ja, ist gut. Das Gepäck wird kommen. Ja, danke schön. Was hast du denn? Halt, Pumuckl! Bitte, was ist? Pumuckl, jetzt ist er davon. Mei. Wie finde ich den bloß wieder? Ist etwas gefallen? Ich gleich helfen. Ja, irgendwo daneben ist er da. Der Chiniber. Was ist der Chiniber? Mei, das kann ich schon daheim niemand erklären. Das verstehen sie ja überhaupt nicht. Oh, ich verstehe sehr gut Deutsch. So? Aber was ein Kobold ist, wissen Sie wahrscheinlich trotzdem nicht. Mir ist nämlich gerade mein Kobold davon gelaufen. Kobold? Nein, ich nichts verstehe. Herr Eder, was ist Kobold? Na, das ist hoffnungslos. Passen Sie auf, ich gehe jetzt in meine Kabine und nachher werde ich mal suchen. Dankeschön, gell? Vielen Dank. Bitte schön, hier, hinunter. Hier. Danke. Der Meister Eder ging zunächst in seine Kabine, um seine Reisetasche abzulegen. Dann machte er sich auf den Weg, den Pumuckl zu suchen. Die Gänge zwischen den Kabinen waren schmal und lang und führten zu ebenso schmalen Treppen, und als der Herr Eder ein paar Mal hinauf und dann wieder hinuntergestiegen war und jedes Mal auf einem anderen Deck und auf einer anderen Seite landete, fühlte er sich recht schwindelig im Kopf. Er stolperte über Taue, entdeckte riesige Ankerketten, spähte unter eine goldglänzende Schiffsglocke, aber nirgends war ein Pumuckl. Nach einer Stunde ging ein leises Zittern durch das Schiff, wurde zum regelmäßigen Stampfen. Das Schiff begann abzulegen. Unaufhaltsam glitt es hinaus ins Meer. Das Land entfernte sich und die Häuser wurden immer kleiner und kleiner. Der Meister Eder machte sich allmählich ernstliche Sorgen um den Pumuckl. Da wurde über den großen Schiffslautsprecher etwas bekannt gegeben, und das brachte den Meister Eder auf eine Idee. Er begab sich zum Informationsbüro. Entschuldigen Sie, bitteschön, Fräulein, können Sie für mich auch was über den Lautsprecher durchgeben? Aber selbstverständlich. Ja, wissen Sie, finden nämlich, wie sage ich denn gleich, ich finde jemand nimmer. Ich suche schon seit einer Stunde... Wie ist sein Name? Pumuckl. Pumuckl. Moment, das werden wir gleich haben.
Herr Pumuckl möchte bitte zum Informationsbüro kommen. Ich wiederhole... Nein, nicht zum Informationsbüro. Der weiß nämlich gar nicht, was ein Informationsbüro ist, der Pumuckl. Wissen Sie, der Pumuckl, der ist nämlich noch zu klein dazu, verstehen Sie? Ach so, es ist Ihr Enkelkind. Ja, nein. Wo findet es denn am besten hin? Mei, ja, ich glaube, unter der Schiffsgruppe vorne am Bug, da war es am besten. Ja, die glänzt so schön. Die findet er bestimmt. Ja, gut. Das Kind Pumuckl wird nicht zum Informationsbüro gebeten, sondern unter die Schiffsglocke. Ich wiederhole, dass... Nein, das wiederhole ich lieber nicht. Das klingt zu verrückt. Ja, es gelangt auch schon, Fräulein, gell? Also, Dankeschön, Fräulein, Dankeschön. Das war wirklich eine ausgezeichnete Idee von Meister Eder gewesen. Denn als er zur Schiffsglocke kam, saß tatsächlich der Pumuckl darunter. Sichtbar, weil sich gerade niemand in der Nähe aufhielt. Gott sei Dank, da bist ja. Aber so geht's für nicht weiter, Pumuckl, dass ich die allweil suchen muss. Da wird ja sonst die Reise ein Strapaz. Warum bist du denn überhaupt plötzlich davongerannt? Ich habe wieder was Blaues gesehen. Was Blaues? Was ganz Schnelles, kleines Blaues. Okay. Mit blauen Haaren. Okay, das wäre der Hund mit einem blauen Schleiferl gewesen sein. Nein. Oder der Kind mit einem blauen Hut. Nein, das war ganz schnell, schneller als ich. Und ich habe es nochmal ganz schnell gesehen. Ja. Und nochmal hinter einer Tür. Und hinter der Tür, Was war da? da war dann plötzlich nichts mehr gesehen. Und da habe ich dann mich auch gar nicht mehr ausgekannt. Okay, gut. Oh, Was ist denn? mir ist ganz komisch. Na, du wirst mir doch nicht seekrank werden. Ein seekranker Klabauter, das war doch ein Witz. Oh, ich sehe alles ganz genau. Ja? Ich bin kein bisschen seekrank. Nicht? Und das Blaue, das habe ich auch wirklich gesehen. Meinst Ich glaube, das war ein echter Klabauter. Komm, Pumuckl, ich glaub, dich hat die Reiserei so aufgeregt, dass du schon Gespenster siehst. Komm jetzt mit mir in die Kabine und leg dir ein bisschen hin, komm. Gibt es denn kleine blaue Gespenster? Nix gibt's. Hinring, Sie legten sich beide wirklich ein bisschen nieder, aber von Schlafen war keine Rede. Der Pumuckl lag zwar ganz ungewöhnlich still neben dem Meister Eder, aber von Zeit zu Zeit seufzte er tief. Was ist denn, Pumuckl? Tut dir was weh? Oder was hast du denn? Was ist denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Gedicht machen soll. Aber deswegen brauchst du doch nicht zu seufzen. Doch. Fällt dir keine Reime? Soll ich dir helfen? Reime fallen mir schon viele ein. 15 und 70 Reime. Aber vielleicht mag er keinen Freund, der dichten kann. Wer? Ja, der blaue Klabauter. Jetzt hör auf damit. Ich kann nicht aufhören. Mein Kopf, der denkt und denkt und denkt immer ganz von alleine nur an den Klabauter. Aber du warst doch gar nicht sicher. Weißt du, was wir machen? Wir gehen jetzt miteinander über das ganze Schiff und schauen überall nach, ob wir das Blaue nicht finden. Einverstanden? Ja, aber wenn es nur für mich sichtbar ist, dann kannst du schauen, so viel du willst. Und immer sehe nur ich das Blaue. Probieren geht lieber studieren. Wo ist denn meine Krawatten? Meine Krawatten, die habe ich doch gerade ausgezogen und dahergelegt gehabt. Pumuckl, hast du? Ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Herrschaftszeiten, meine Zigaretten sind auch nicht da. Und das Feuerzeug auch nicht. Ist das wirklich plötzlich nicht mehr da? Also komm, Pumuckl, lass die uralten Späß. Da! Bring das Zeug wieder her. Da liegt das Feuerzeug unter dem Bett. Und Ja, die wirklich? Krawatte, Ja, die so was. Krawatte, die liegt hinter dem Papierkorb. Ja, wie- Genau da hätte ich sie auch hingetan. Was? Und die Zigaretten! Die Zigaretten, ui! Die sind in deinen Schuhen. Schuhe ist gut. In Schuhe habe ich schon längst nichts mehr hinein versteckt. Also komm, Das ist schon Pumuckl, so lange her. Pumuckl, mach kein Theater. Das warst doch alles du selber. Lauter Ehrenwort! Ich war es nicht! Und das war ich auch nicht! Das war ich auch nicht! Aber ich war's. Das warst Das du. Zahnglas, ja, das habe ich vorhin dahergestellt und Nein, jetzt bin ich nein. wahrscheinlich dran hingekommen. Nein, kein bisschen bist du dran gekommen. Du bist ja dort gestanden. So? Nachher hat halt das Schiff gewackelt. Und das Schiff hat auch nicht gewackelt. Das war, weißt du, was das war?
Der blaue Klabauter. Jetzt hör doch auf. Jawohl. Die Kabine ist so klar, dass du den Burschen leicht sehen könntest, wenn er wirklich da wäre. Du hast doch alle Koboldsgesetze vergessen. Ach. Wir werden doch nur sichtbar, wenn kein Mensch in der Nähe ist. Ja. Das ist es doch, das Tolle. Gilt das auch für euch untereinander? Das weiß ich nicht bestimmt. Aber wenn du vielleicht mal ein bisschen hinausgehst, dann probiere ich es mal aus. Also gut, Ja. probier's aus. Ja. Wenn es wirklich nur einen zweiten Kobold gibt, haha, nachher wird das eine sauber anstrengende Reise. Ah, das wird vielleicht eine nachher schöne gleich Reise. Viel Erfolg und wenn wirklich, naja, nachher kann ich auch nichts machen. Ja. Also bis gleich. Ja. Also, hallo? Also, ich bin der Pumuckl und das, was da gerade eben hier zu dieser Tür rausgegangen ist, das war der Meister Eder. Ich bin nämlich an was von ihm pappen geblieben und drum kann er mich sehen. Und wenn du ein Kobold bist, dann lass dich jetzt bitte auch sehen. Hallo? Du, das Schuhversteck, das wollte ich dir noch sagen, das Schuhversteck, das war ja ganz gut. Das andere sind alles schon ziemlich alte Späße. Mich langweilen sie schon ein bisschen. Und den Meister Eder auch. Kannst du vielleicht auch dichten? Hallo? Hallo? Ich kann nämlich sehr gut dichten, weil ich ein sehr großer Dichter bin. Soll ich mal? Ich dichte mal was für dich. Klabauter Freund, du, jetzt hör mir mal zu. Ich mach jetzt den Mut. Reime kitzeln mich im Ohr. Da muss ich... Nein, ich höre nicht auf, wenn du nicht auf der Stelle sichtbar wirst. Du, Mut, ich bin ja schon sichtbar. Schau doch in das Waschbecken. Und du hast wirklich, da habe ich mich nicht getäuscht, blaue Haare. Haare blau wie das Meer. Aber blau sieht auf dem Kopf viel komischer aus, wie auf dem Meer. aber naja, es macht nichts. Du gefällst mir trotzdem. Ich habe nämlich außer mir noch gar nie einen Kobold gesehen. Ich auch nie. Aber weißt du, ich habe es mir immer gewünscht. Du, ich mir auch. Ja? Ich habe auf vielen Schiffen gesucht. Ja. Glaub mir, es gibt nur noch wenige Klabauter auf der Welt. Ja, das glaube ich auch. Wir zwei. Wir müssen zusammenbleiben, auch wenn du rote und ich blaue Haare habe. Und weißt du, der Meister Eder, der wird sich bestimmt riesig freuen, wenn er nun 2 Kobolde hat. Einen roten, das bin ich, und einen blauen. Du glaubst doch nicht, dass ich bei einem Menschen bleibe. Ui, wir haben eine feine Schreinerwerkstatt mit vielen Hobelspänen. Und ich, weißt du, was ich habe? Ich habe ein Himmelbett und eine Schaukel und eine Kommode und das bekommst du sicher alles auch. Ich habe das Meer und das Schiff und den Wind. Das vertausche ich gegen nichts auf der Welt. Ja, das Meer ist ja sehr schön, aber weißt du, so ein paar Häuser zwischendurch und ein Kastanienbaum. Und was ist ja, das? das musst du dir erstmal, ein Kastanienbaum, das ist so was Rundes in Grün. Ja, das musst du dir mal anschauen. Ach, die Heimat der Klabauter ist das Meer. Alle kehren eines Tages dorthin zurück. Ja? Du auch. Ja, das glaube ich schon. Aber weißt du, ich bin nicht sicher, ob auch alle Schreinermeister auf das Meer zurückkehren müssen. So, Pumuckl, was ist denn jetzt? Ja, ich glaube, ich auf das Meer zurückkehren und ich glaube, du musst auch auf das Meer zurückkehren, nicht wahr? Ja, wie kommst du denn auf sowas? Weil es ja doch wirklich zu dumm wäre, wenn ich auf dem Schiff bin und du in der Werkstatt. Ja. Weißt du, jetzt weiß ich gar nicht, wie der heißt. Wer denn? Hallo du, sag mal, wie heißt du denn? Sag einmal, Pumuckl, spielst du jetzt Theater oder was Nein, ist ich das? spiele nicht Theater, du stell dir vor. Ja. Er hat wirklich blaue Haare. Was? Ja. Jetzt muss ich mich setzen. Ja. Weißt du, wo er sitzt? Er sitzt unsichtbar im Waschbecken. Na. Du würdest sicher zuerst auch lachen, wenn du ihn siehst. Ja, Und sowas. stell dir vor, Reime.
Reime kitzeln ihn im Ohr. Na. Ja, da muss er immer kichern. Und Ja. also, pass mal auf. Wenn Blumen sprießen auf dem Wesen, tun Menschen lesen, nur die Miesen und die Riesen lieben schießen mehr als lesen. Nein, Hörst du ihn kichern? ja, ich bin ja nicht taub. Also 2 Kobolde. Ja, 2. Das weiß ich nicht, ob ich das aushalte. 2 Kobolde hältst du ja viel besser aus wie einen. Oh. Weißt du, wenn er dir was wegversteckt, dann leg ich es wieder an den richtigen Platz. Und wenn ich dir was wegverstecke, dann legt er es wieder an den richtigen Oh je. Platz. Und das gibt eine feine Ordnung. Ja, und eine am Schluss weiß Ordnungsordnung, keiner mehr, sozusagen. wo was ist. Das ist ja auch nicht so wichtig. Nicht? Wichtig ist bloß, dass wir alle 3, Alle 3? ja, alle 3, Alle 3. Der Herr Kobold im Waschbecken muss schon entschuldigen, aber meine Werkstatt ist viel zu klein für 3. Von denen 2 Kobolde sind. Nein, wir gehen doch gar nicht Okay. in deine Werkstatt. Wir bleiben alle 3 auf dem Schiff und du kannst ja vielleicht Kapitän werden. Was? Oder Matrose, wenn es nicht reicht. Und wie wär's, wenn wir jetzt bloß einen Urlaub zu dritt machen? Und wenn du allein wieder mit mir zurückgehst? Hm? Nein, weißt du, Ja. ich glaube, alle Kobolde müssen einmal wieder aufs Meer zurück. Mhm. Ja, das ist ein altes Koboldsgesetz. Ich hatte es nur ziemlich lange vergessen. Und wenn es mir doch manchmal eingefallen ist, dann habe ich es einfach weggeschluckt. Ja, wenn das so ist, Ja. dann musst du halt da bleiben. Du wirst lachen. Ich hab manchmal auch dran gedacht, ob es nicht irgend so ein Gesetz gibt, nachdem du wieder zu deinen Klabauter zurück musst. Aber ich hab's auch weggeschluckt. Da muss ich ja gleich wieder schlucken. So ist halt auf der Welt. Nichts dauert ewig. Wenn du mein Kind gewesen wärst, nachher wärst du auch irgendwann deinen eigenen Weg gegangen. Das ist so, Pumuckl. Damit muss man sich abfinden. Ja. Halt! Was ist denn? Deinen Kofferschlüssel! Der versteckt deinen Kofferschlüssel! Ich glaube, der will auch, dass du bleibst. Komm, gib die Schlüssel her, ich muss auspacken. Und nachher gehen wir zum Essen auf. Verhungern müssen wir nicht gleich, wegen dem, dass es 2 Kobolde gibt auf der Welt. Aber, weißt du, vielleicht überlegst du es dir doch noch, Was? ob du nicht Kapitän werden willst. Vielleicht, Pumuckl. Aber vielleicht überlegst du dir's, ob ihr zwar nicht alle Jahre mal zu mir auf Besuch kommt. Du und dein Freund, der vielleicht nachher auch mein Freund wird. Ja, was ist denn das? Was zuckst mit denn da am Ohr? Und halt, nicht meine Haare so durcheinander bringen, ich hab eh nicht viel. Ach komm, lass ihn nur deine Haare durcheinander bringen. Weißt du, ich glaube, das ist ein richtiger Kobolds-Klabauter-Freundschaftskuss von meinem Klabauter. Ja, es ist schon genug, Kannst schon wieder aufhören, du blauhaariger Teufel. Ich weiß, wie wir ihn zum Aufhören bringen. Ja. Pass auf. Mach keine Flausen, hör auf zu zausen, denn hier hausen keine Banausen. Siehst du, wie gut es ist, wenn man dichten kann? Ja. Tja, Kinder, so ist es gekommen, dass der Pumuckl nun nicht mehr beim Meister Eder ist. Der Meister Eder arbeitet inzwischen wieder in seiner Werkstatt und ab und zu erzählt er von seinem Pumuckl. Und weil er dann jedes Mal mit »Es war einmal« beginnt, hält ihn keiner mehr für verrückt, sondern nur für einen sehr liebenswerten alten Mann mit ein bisschen viel Fantasie. Vielleicht besucht ihn der Pumuckl einmal wieder und vielleicht erfahren wir es. Dann kann's ja sein, dass ich euch davon erzähle.